Auch am Kader vum Benevolat hunn den Kanner Daniel mam Charles Görenz, Präsident vun Témoin de la Seconde Generation geschwaart. Wir sind heute zuerst am Musée de la Résistance, wo gerade die Versammlung von der ASBL Témoin de la Deuxième Génération stattfindet, die Schülerausflug auf Auschwitz organisiert. Also Témoin de la Deuxième Génération als eng Assoziation, das eng Association sans but lukrativ. Wie du mit seht, wir sind nicht robust für Geschäfte zu machen, wir sind robust für Memoir von denen, die bei der Shoah, bei der Vergasung zu Auschwitz umgekommen sind, für die Recht zu halten. Wir wollen noch gucken, dass mit Gefahren, die Demos wären, die auch noch nach präsent in unserer Gesellschaft sind erkennen und alles merken, dass die nicht nach einmal dieselben Katastrophen provozieren, wie das Demos der Fall war. Also wir sind eine ganze Reihe von Enseignants, von Leuten, die aus den verschiedensten Berufen kommen, auch die gehen alle Rendezvous pour mal für die Visiten zu Auschwitz vorzubereiten. Wir machen das in Kollaboration mit den Lyceen, wo wir dann alle 120, 130 junge Leute Niveau 2. oder 12. Technik invitieren, für mit der Auschwitz zu kommen, und für mit denen auf der Platz a Begleung vun Témoin, also vu Leiit, die Auschwitz überlebt hun, fir do am Fong zu erkennen, wat do war, wat do passéiert, wat den hier een Lebenslauf war. Dous ass Ärer Meinung no den Interesse vun Jugendliche vun Haut iwwer Deportatioun am Zweite Weltkrieg oder den Antisemitismus am Generelle. Ich kann vielleicht nicht 100% präzise auf die Frage antworten, weil die Männer auf Auschwitz gehen, die motiviert, die wollen effektiv gucken, was da geschieht. Also, und die sind am Anfang prädisposiert für eine positive Meinung zu vis-à-vis von diesem Projekt. Ich weiß nicht, ob Leute an den Schulen refusieren, für mich zu kommen. Jedenfalls, ich weiß, dass es immer gestritten wird, für Plätze zu kriegen. Ich aber gegen mengen, dass die jungen Leute aber im Großen und Ganzen wollen sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und auch wollen denen Gerechtigkeit wieder vorlassen, die an Auschwitz gekommen sind. Ich hoffe, dass wir immer genug Kräfte haben, die sich immer zusammenraffen können, die Témoignagen weiterzureichen. Bislang gesagt man so ist, dass man das nach 4 Jahre von Jahren machen, auch so lange wie Témoin da sind, von denen nicht mehr da sind, die Auschwitz überlebt, von denen komplett fort sind oder disponibel sind. Da muss man gucken, dass das Projekt da weiterlebt. Jedenfalls in absehbarer Zukunft sehe ich keine Gefahr für das Projekt.